Ich bin weg. Ja. Ich versuche mal das. Gute Nacht. Tschüss zusammen. Tschüss. Schlaf gut, Martin. Okay. Also, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich aufgeregt habe im letzten Spiel. Wirklich. Ich war so piss gewesen. Aber schlussendlich, ich finde das von der Spielmechanik und allem drum da ist wirklich eines der geilsten Games, die ich jemals gespielt habe. Also ich erkläre mal. Meine Überlegung, ich habe jetzt Humor, finde ich einen geilen Anführer, nur wegen dem einen Zufriedenheitspunkt, den es gibt. Weil nachdem du 2 Bevölkerung rekrutiert hast, kommst du aus Unzufriedenheitsproblem über, oder? Und das kannst du mit dem Humor aushebeln. Und wenn du rechtzeitig ableist, dann bleibt der Zufriedenheitsbonus permanent. Okay, meine Überlegung ist, ich pumpe jetzt am Anfang Arbeiter. Wieso? Weil ich den Moses habe und mit der Genügsamkeit kann ich nächste Runde 2 rauslassen. Und was machst du mit denen? Die tue ich nachher irgendwo rein. Und wo? Ja, eine Ding wahrscheinlich. Ja, das schauen wir dann, was kommt. Damit du Arbeiter kannst beschäftigen, brauchst du Erz. Genau. Und das heisst, ich baue nächste Runde 2 Arbeiter und du sie Erz. Wahrscheinlich. Mhm, okay. Ja, schau mal. Also ich habe mal einen Spieler gesehen, der hat auch Moses-Strategie gespielt. Meine ist nicht, ich sage ganz ehrlich. Ja, die Alternative wäre der Humor oder der Koloss, oder? Genau, ich meine, du musst der pumpen. Koloss ist mir zu teuer. Du hättest ja verzichten drauf und einfach nur geile Karten machen. Geile Karten ja, das habe ich mir überlegt, ja. Niemals unterschätzen, weil die Boni, die du bekommst, sind nicht schlecht, wirklich. Ja, ich weiß, das habe ich auch schon so gefunden. Aber ich bin echt gespannt, ja. Jetzt, ich meine, mit Moss musst du eigentlich wirklich eine Pumpaktion machen. Ich finde das relativ schwierig, weil du brauchst viel Erz und Zufriedenheit. Und das am Anfang vom Spiel sicherzustellen ist schwierig. Aber schau mal. Aber ich habe schon mal gegen eine Koi gespielt, die hat mich fertig gemacht. Darum, schau mal. Ja, jetzt kommt natürlich der Hammurabi. Ah gut, da komme ich eh nicht. Hammurabi finde ich stark, weil du hast eigentlich eine zusätzliche Aktion pro Zug. Und ich habe jetzt letztens mit Aristoteles genommen, weil ich auch einen Forschungspfad versucht, der dann in einen Kriegspfad geändert hat. 2, 4, 6, das ist nachher da eine, das ist eh weg. Also, ich spiele jetzt der... Warte jetzt, was macht er genau? Kostet das weniger, macht doch Sinn. Und dann kostet es mich gar nicht mehr. Da. Da ist Erz. Eine Pumpe. Und dann habe ich noch 1 Punkt, wo ich noch gut machen und das Erz tut. Das Problem ist, ich kann nachher nicht mehr bauen. Ich könnte jetzt natürlich die hängenden Gärten und... bringt mir so nichts wegen der Arbeiter. Also wenn du weder den Hummer hast, noch die hängenden Garten, kommst du relativ schnell das Zufriedenheitsproblem über und du musst dann einen Tempel machen. Es ist so, dass in der antiken Zeitalter hast du 2 Ereignisse passieren können, wo du gratis etwas bekommst. Einmal Tempel und einmal Krieger. Kann kommen, muss nicht. Aber du... Und für das muss ich nachhängen, wenn das kommt, muss ich genau. ein Ding draussen haben. Das heisst, ich baue dann nicht und nehme mir etwas. Das ist mein Punkt, oder? Du wirst einen Tempel bauen müssen. Weil du hast wieder... Also, das ist... Wieder hängende Garten. Es sei denn, du nimmst die hängende Garten. Ich nehme die im Fall. Okay, dann wirst du keinen Tempel bauen müssen, weil die machen dir 2 Zufriedenheit.
Was hast du jetzt gespielt? Ich habe Bevölkerung gemacht, Erz und das Wunder. So ein klassischer erster Zug irgendwie. Ja? Ja, also der erste Zug ist sehr klassisch. Ja. Okay. Okay, der gibt schon recht Gas. Ich habe 2 starke Bots eingestellt. Vermutlich lönt es was an. Jetzt haben wir schon in den Zug gezogen. Ja? Jein. Solange A-Karten oben links sind, passiert nichts Negatives. Das heißt, die Stärke sind bei den Ereignissen irrelevant. Das heisst, alles, was er machen kann, ist dich überfallen. Du hast 2 rote Militäraktionen. Das heisst, du kannst mindestens 2 Stärke abwehren, solange du 2 Militärkarten hast. Sprich, einen Unterschied von 2 kannst du abwehren beim Überfall. Kriegskarten gibt es noch nicht in dem Zeitalter. Du solltest schauen, dass im antiken Zeitalter nicht mehr Abstand militärisch zum anderen hast, wie du rote Punkte hast und Karten. Ab dem I oder am Eiszeitalter musst du aber schauen, dass du näher dran kommst, weil dann wird es heißer. Oder anders gesagt, du hast jetzt sicher noch einen Zug, wo du mit Stärke 1 kontern kannst, mit 2 roten Punkten und 2 Militärkarten auf der Hand. Also in deinem Zug, ich meine, ISE ist klar. Eine Zivilaktion für ISE ist super, oder? Das kommst du nicht geiler rüber. Also ich würde sicher ISE nehmen. Nein, wieso kann ich es nicht? Nein, das ist gut. Al Genau. Und das andere ist Alchemie, wäre natürlich auch geil. Jetzt ist ein bisschen, du hast die hängenden Garten. Ja, das, ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen da. Machst du jetzt so oder so? Eigentlich müsstest du Bevölkerung pumpen, wegen Moses. Ja, das mache ich sowieso, natürlich. Also könntest du jetzt sagen, du hast voll Bevölkerung pumpen plus Eisen? Ich habe mir im Fall sogar überlegt, ob ich Jeanne d'Arc soll. Ja, ja. Und auf die Eisen verzichten, für das ich das... Du kommst Eisen für eine Zivile. Also.
Ja, das sehe ich auch so. Das Problem ist, dass ich nicht zu wenig habe, wenn ich Jeanne d'Arc will. Aber was bringt der Jeanne d'Arc? Ja, Tempel. Ja, Hast du einen Tempel? naja, Hast- ich hätte aber auch eine Religion. Ja. Ich brauche jetzt sowieso eins, oder? Nein, das heisst, ich brauche eigentlich nicht. Ja, aber Ich dann kann hast, einfach mein Wunder fertigstellen. dann hast du plus 1 Stärke. Fertig. Ja. Es ist auch plus 1, oder? Warte schon. Ein Anführer für plus 1, da kannst du ja den Alexander holen. Der ist billiger. Der gibt dir auch plus 1. Nein, den kann ich auch nicht brauchen, weil ich das Ding habe. Und die gelben Karten finde ich nicht geil. Also geile Karten sind oftmals wirklich mega Ja, aber cool. die zwei, die 1 kosten. Ja gut, Genügsamkeit mit dem Moses bringt ja nicht viel, ja. Und kulturelles Erbe 1. Nützt mir Ja. einfach gar nicht, ich muss auf 5 kommen. Ja, ja, ist halt eine A-Karte. Und Theologie bringt mir eigentlich nicht viel. Gut, wenn du auf Jeanne d'Arc gehen willst, schon. Ja, aber den mag ich es auch nicht. Und nachher habe ich 8, dann kann ich das Wunder fertigstellen. Das kannst du mir nicht sagen, das sind die 2. Dann kann ich 3 passieren, das einfach das Wunder fertigstellen. Aber ich kann jetzt Jeanne d'Arc nicht nehmen, kotzt die Wand an. Okay, ich meine, die Situation ist so oft in dem Spiel, wo du auf die Priorität setzen musst. Was ist dir im Moment wichtig? Du willst das ist das grösste Problem, dass dich anfängt zu verzettelst. Weil es gibt so viele geile Optionen. Oh, ich will jetzt Eisen, ich will Jeanne d'Arc, ich will Alchemie, ich will Monarchie, ich will das und dies und jenes. Das kannst du einfach nicht. Und es bringt nicht, wenn du die 50.000 Karten auf die Hand ziehst und nicht spielen kannst. Darum Ah, ja. fokussieren. Ja, nein, ich habe fokussieren. viel Du musst fokussieren. Du musst wirklich Priorität setzen. Ich glaube, das Wichtigste bei Blood Bowl Risikomanagement und da priorisieren. Ja, boah. Also Korruption habe ich. Ich kann noch Militärding ausgeben. Halt, warte! Das kann ich machen. Soll ich noch gehen? Kommt es nicht drauf an. Stimmt, das vergesse ich immer, dass du noch so Zeug bekommst am Anfang immer viel. Ja, Anarchie ist immer alles positiv. Es gibt auch noch keine Angriffskarte zu dem Zeitpunkt, oder? Moll gibt's, aber eben, solange du Stärkeunterschied nicht mehr als die roten Punkte sind, kannst du es abwehren. Mhm. Mhm. Das kommt eh immer. Da kannst du ja drauf verlassen. Nicht immer. Aha,
Nein, es muss gespielt werden, damit es kommt. Also sag mal, es gibt 10 A-Karten und 7 sind im Spiel jeweils. Das ist eine relativ grosse Wahrscheinlichkeit, dass es kommt. Jetzt haben wir gerade beide Ereignisse bekommen, die auf Arbeitslosen beruht. Es muss aber nicht. So, Gel ist jetzt militärisches Problem, oder? Den kannst du nicht mehr abwehren, so wie er jetzt ist. Das heisst, du musst jetzt eigentlich mindestens auf 3 kommen. Und jetzt, weil wir 3 Pöppel haben, auf 2 Stärke langen schon zum Überfall abwehren. Also jetzt sind auch A-Karten alle weg. Jetzt musst du wirklich schauen, dass du gut mithalten kannst mit der Armeestärke. Wenn du es schaffst, oder Spitze ziehen, es gibt ja kein Ding, es gibt keine Möglichkeit. wenn du da spitz bist, machst du relativ oft einen guten Bonus. Warte, jetzt musst du noch mit Zug machen. Ich könnte jetzt grüne Karte spielen, mache ich aber nicht. Weil ich der Schwächste bin. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es auf den Sack bekommt und andere profitiert, ist einfach zu gross. Darum tun ich lieber überspringen Politik. Ja, es ist doch jetzt unschön, wie stark der Kerl schon ist. Ja, der schießt doch. Ja, ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Nein, nein. Alles korrekt. Das ist der klassische Kriegspfad, der Cäsar mit dem Koloss. So, schnell auf dem WC.
So. Was ist passiert? Ich habe erstes gerührt, Michelangelo gekauft und einen in die Forschung rein. Ja, und die anderen zwei sind voll am Aufrüsten. Hm. Okay, das heisst, ich spiele jetzt keine rote Karte, egal ob du die verlierst, mir ist scheißegal. Das nützt nur anderen. Verliere? Ja, wir haben noch Fresse bekommen. Mhm.
Also du siehst jetzt, militärisch ist ausgeglichener, Ja gut, das ist in dem Moment sowieso noch gewesen. weil Du willst jetzt also der eine weitermachen. hat Wunder, der andere Führer. Ich habe mir die Mauer geklaut, die muss ich erstmal bauen. So verteilt sich viel besser. Da Regen übrigens rein tun. Trotten. Super. Ich komme easier zu arbeiten als der. Du Ratte! Ah, der hat plus 3, was hat der? Ah, okay. Wow, der hat schon voll. Okay. Uiui. Hm. Hm. Nur Genghis Khan kommt dort jetzt. Ja. Was ist Michelangelo? Michelangelo ist geil für die Kultur, wenn du Happy Faces hast. Erzeugt werden und für Wunderbau. Aber du kannst eh kein Zeitalter ein Held anführen, wenn du schon einen gewählt hast. Ich hatte Michelangelo. Eben. Also Genghis Khan ist für dich, du kannst ihn eh nicht mehr nehmen. Ja, ich weiß nicht, was. Oh.
Okay, das ist schönes Wettrüsten. Ritter oder Kriegsführung? Ich habe Triple Ritter auf der Hand, wo wir plus 4 geben. Das Problem ist, bis ich das bauen kann, geht 100 Jahre. Ja, aber wenn du den Genghis Khan nimmst, Den kann ich nicht nehmen. ja, das ist natürlich blöd. Weil mit dem könntest du natürlich 3 Infanterie, wird das 3 Ritter Ja, ich zählen in weiß, der aber- Taktik, oder? Das wäre mega geil. Okay, kannst du nicht. Du müsstest jetzt aber 3 Infanterie plus 3 Ritter, du hast 6 Bevölkerung im Militär, das ist viel, Ja, aber viel, das viel, ist viel, zum viel zu Kotzen. viel. Nein, da ruinierst du deine Wirtschaft. Das lohnt sich Das Problem nicht. ist, look, es ist schon wieder, ich bin schon wieder am Arsch. Okay, du hast jetzt das Problem Militär. Du kannst mit der Kriegsführung Ja, es ist meine einzige Chance. kannst du ein bisschen abfedern, oder? Am besten wäre für dich natürlich Schwertsoldaten zum Upgraden, ist im Moment nicht rum. Wenn ich jetzt so drauf klicke, es kommt ja keiner mehr. Es sind so 2 gespielt worden, die hast du jetzt schon gepasst. Ich habe es verpasst. Entweder sind sie nicht bei dir angekommen, du hast sie nicht genommen, weil sie teuer waren, whatever. Das heisst, jetzt in dem Zeitalter, das wird wahrscheinlich noch maximal 2 Zeug gehen. Ja, jetzt haben wir dort angegriffen und ich kann mich nicht verteidigen. Also gegen einen kann ich mich noch verteidigen, hört's auf. Okay, also die Möglichkeit ist, du baust wirklich noch Ritter. Ja, ich muss das fast. Und jetzt ist einfach... Spielen nicht die wenigstens schon, dass sie das ist? Nein, hat die nicht. Ich muss nachher einen 3 Ritter bauen, das kann ich eh nicht. Ah, es ist schon wieder zum Kotzen.
Ja, es ist schon wieder Ja, zu aber weit. also Simon, dann überleg die Kriegsführung. Im neuen Zeitalter kannst du auch nicht ein Upgrade zahlen, was kann noch eine Gewehrschütze und sowas. Ja, ja, das stimmt. Und bis er muss auch überleben. Wenn wir mit sie zwei anficken, dann ist es wieder erledigt. Ja, ist jetzt gerade ein bisschen wieder eine starke Kriegsrunde, aber ich glaube, bei den höheren Bots ist das einfach so. Ja, wobei, ich meine, schau mal, all drei. Nö, all zwei Bots, beide Bots haben halt, stopp, aber. Du kannst doch Kriegstaktik ändern. Noch nicht. Okay, Das habe ich schon. Ich habe gedacht schon die Kriegstaktik. mit drei. Aha, nein, kann ich nicht. Okay, das kommt. Oh Scheiße, ist mir abgestürzt. Das kommst du im nächsten Zug, kommst du das über. Mhm. Du kannst es von mir kopieren. Und ich mache ja auch nur, ich kann auch keinen Schwertkämpfer bauen. Ich mache es auch mit normalen Schwertkämpfer plus der Kriegstaktik. Und ich muss dann Ich habe schon ein hoffen, Nahrungsproblem im Fall, es ist jetzt noch Kopf. ich muss dann hoffen, dass ich im nächsten Zeitalter irgendwie militärisch etwas Schlaues bekomme. Ja, ist blöd, die beiden haben Boni durch Wunder oder sonst irgendetwas auf Militär. Und das muss jetzt irgendwie gekontert werden. Und du kannst erst mit dem Genghis Khan noch mithalten. Das ist mein Plan. Kann ich leider nicht. Ja, jetzt geht's los, oder? Ja. Also der Rest kann ich noch wehren, der Zeug kann ich nicht mehr wehren. Wir probieren es einfach irgendwie über Wasser zu halten. Du willst, ich kann, Wir können beide wechseln. ja, aber ich habe das Uncoole. Das wollte ich nicht. Sorry. Ah, das wollte ich nicht mehr. Also cool ist eben, wenn... Ich möchte es umgekehrt haben. Ich bin Ja, der logisch, Nari. wenn Nari kannst in Erz umwandeln, finde ich recht cool und das andere, Nein, ich nicht. Aber ist okay. ja, dann hättest du es anders anbieten. Hätte ich nicht können, oder? Mal, du kannst es kehren beim Anbietungsbildschirm. Habe ich im Fall lange auch nicht kapiert, bis mir es jemand gezeigt hat.
Ja, es ist zum Kotzen, Peter. Es ist so richtig zum Kotzen. Ja, es ist, du musst echt aufpassen mit dem Militär. Das ist, Also, aber jetzt, sorry, ich kann nicht können. Ich kann nicht können. Also, beziehungsweise, ich hätte müssen 3 ausgeben für den Ding den Genghis Khan zu holen oder 3 ausgeben für, und dann kann ich auch sonst nicht mehr machen. also jetzt, Also, mach muss mal- ich denn das? mach mal den Pfeil unter mir. Oder? Dass du Übersicht hast von allen Spielern. Ja, genau. So, jetzt schauen wir mal. Erz, bist du mit mir am weitesten vorne. Forschung sind alle gleich. Es ist, kostet 1 und ich hätte genau müssen die Auswahl treffen, wenn ich das 1 nehme, kann ich hinten das 3 nicht nehmen, sonst kann ich kein Ding mehr bauen, keine Arbeiter mehr bauen. Ja, ich sage einfach so von den Dingen, du hast einen sehr guten Kulturwert für das jetzige Zeitalter. Ich Ja, weiss gut, nicht das genau- hat sich einfach ergeben. ich weiß nicht genau, wie es sich zusammensetzen tut. Nahrung hast du keine Produktion. Wie setzt sich der Militärwert zusammen? Rot. Also so sieht es jetzt aus bei mir. Kann ich mir machen. Ja, es sind halt die indirekten, die viel mehr bringen. Okay, 7 ist okay. Also hast du mit 7 wir keinen Krieg anfangen. Du hast 4 rote. Du kannst mindestens 4 Stärke auf, das heisst, du kannst 11 abwehren. Im Moment wird dich niemand überfallen, es wird dich niemand angreifen. Das ist okay. Das ist so. Ist okay. Das ist so. Ja, es läuft schon alles über den Militärwert, das ist so krass. Ja, nicht alles. Aber ich sag mal, 70% von der Ereigniskarte Läuft über den ist Militärwert. über die Stärke, ja. Das ist so. Ja, ist ein bisschen schade. Aber wir können es ja nicht fertig spielen, das müssen wir viel schneller spielen. Was hast du um 2? Wieder ein Raid? Nein, ich muss schlafen. Genau um 2. Ja, einfach ist schon spätester Zeitpunkt im Fall. Wenn der Ronny um 7 Uhr kommt, bin ich sonst tot. Also ich bin eh schon tot. Dann sagst du Ronja, komm auf Daria und lass mich in Ruhe. Ja, mindestens. Und wie kann ich das ändern? Was? Aha, ich habe nur einen gepackt. Wie kann ich das ändern? Dass ich will Erz in Nahrung tauschen.
Pakt ist abgeschlossen, oder? Nein. Aha, jetzt da unten. Ja, ich habe es rausgefunden. Wir haben ja alle das gleiche Problem. Zehn Aktionen für so einen Scheiß. Traurig, traurig. Haben wir jetzt nicht den Pömmel verloren wegen dem? Nein, du hast abgewählt, alles gut. Aha. Ah, die geben echt Vollgas mit Militär. Danke vielmals. Spiel niemals eine grüne Karte, wenn du der Schwerste bist. Wenn du davon ausgehst, dass 70% für die Karte auf Stärke basiert, wirst du losen. Plus einen Bonus für den Stärksten geben. Ich spiele nicht einmal eine grüne Karte, wenn ich nicht der Stärkste bin. Aber da gebe ich jetzt schon wieder voll am Anschlag. Jetzt muss ich nachher aufrüsten. Es hat aber genau Kavallerie und Kanonen. Mein Problem ist aber, dass ich noch kein Ding habe, dass ich nur 4 Bömmel habe. Also müsste ich entweder Rechtssystem oder konstitutionelle Monarchie jetzt nehmen. Kann ich aber nicht. Und spezialisiert wäre ich auf den Transatlantik-Liner, was super wäre.
Ja, ja. Irgendwann hast du wieder irgendeinen Abzweig verpasst. Es gibt keinen schlauen Pfad, ja. Es ist so. Sphäre egal, ja, illegal. Also ich habe jetzt jederzeit versucht, ebenbürtig zu sein oder Gleichstand zu haben. Und ich habe es nicht geschafft. Es ist nicht gegangen. Dann sind entweder die Karten schlecht eingekommen oder du hast irgendetwas. Ja, aber es wäre jetzt das dritte Mal in Serie. Ja, du weißt, wie das mit Glückswahrscheinlichkeiten Ja, aber ist. okay, aber... Ja, eben, aber das Geile ist, schau, ich kann Wunder herklepfen, ich kann sie bauen, alles super. Und jetzt kommen irgendwann die Angriffe. Du hast Wunder, du hast reine Wirtschaft, Forschungswunder. Genau. Eben, und ich möchte doch gerne auf Wirtschaft und Forschung auch etwas machen können. Aber wenn die Militärkarten nicht kommen, bringt mir das nichts. Also ich finde, eigentlich ist es nicht schlecht, was ich habe, abgesehen, dass ich das Ding nicht kann nehmen kann. Dass ich einfach nur die 4 Bömmel habe, nach wie vor. Du, es geht mir nicht viel besser. Also ich finde, eigentlich geht es mir gut. Aber ich mag nicht nachher militärische Forschung. Ja, ich kann im Moment auch nicht machen. Der Vorteil ist, ich habe Genghis Khan, das heisst, ich kann Taktik Kavallerie fahren, plus der chinesische Mauer. Das sind die 2 Boni, die mich von dir Chinesische Mauer abheben. hast du ganz am Anfang genommen. Ja, nicht ganz am Anfang, Und nein. der Genghis Khan habe ich vorher nicht können nehmen, du erinnerst dich. Und bei den anderen, was macht es aus? Ja gut, ich bin nicht ganz sicher, ob die noch beschießen. Ich meine, KI ist eigentlich immer so, stärkere KI beschießt einfach. Das wird hier nicht anders sein. Nein, die haben natürlich Schwerkämpfer, Taktik, Ja, Wunder. nein, weißt du, aber dann die bekommen schön das Zeug so herdingset, dass es, wenn du, wie machst du KI stärker? Sie machst es einfach stärker. Also du tust ihr das Zeug herlegen, dass sie besser mit dem Algorithmus umgehen. Also Die ich weiß es nicht, es ist zumindest transparent ausgewiesen, wenn jetzt ja, aber selbst die Karte kannst du nicht so bringen, dass Ja, sie genau für sie... Ja, du kannst sie ja selber wegschnappen. Weißt du, kannst sie ja nicht so steuern, Ja, dass aber wenn du das natürlich Spiel einfach... weg... Okay, also das ist einfach, also das ist Theorie über KI, habe ich mal einen Vortrag gehabt darüber. KI kann nur im Games sie einfach immer die beschießen, sonst geht's nicht. Zum Beispiel im StarCraft. Und es wird ja hier genau das gleiche sein. Es ist ja der gleiche Algorithmus dahinter. Ich weiß es nicht. Ja, es freut mich. Gut gemacht, Arschloch.
Ah, sehr schön. Super Sache. Ja. Was? Einfach zum Sagen, also KI ist jetzt auch seit 3 Zügen nicht mehr am Aufrüsten. Oder auch sie kann nicht permanent aufrüsten. Irgendwann muss sie in die Wirtschaft gehen. Ja klar, aber ich, also ja. Also du kannst... Dann, Ich kann aber nicht militärisch aufholen. Ich kann es nicht, es geht nicht. Ich müsste Kanonen bauen. Ich habe leider all meine Forschungspunkte vorher verloren. du hast Und im jetzt habe ich Moment noch Ding 8... verloren. Also du hast im Moment 8 Forschungspunkte zur Verfügung. Ja, genau. Also du könntest Kanonenkavallerie könntest erforschen, hättest ja genug Ärzte zum Bauen. Du musst halt zwischendurch musst halt mal einen Militär-Move machen, wo du einfach nur in Militär investierst. Ich habe einen anderen Plan. Wieso kann ich jetzt nicht spielen? Ich will die spielen! Jetzt geht's oder nicht? Wieso kann ich nicht spielen? Politik Aha, ich wechseln. muss noch etwas zerstören. Was zerstöre ich? Ich zerstöre sicher nicht meine Mine. Nahrung will ich ja nicht zerstören, also muss ich meine Forschungspunkte zerstören. Aber wird das ganze Haus zerstört? Auf deine Arbeit wird rausgenommen, wenn es der Ja, einzige ist, dann geht es ganz weg. Okay. Aha, das geht. Also da und da. Nachher, jetzt wird's besser. Alles wird besser. Alles wird gut. Wird es gut? Ah, ich glaube.
Ja, das ist natürlich unschön. Oder? Die haben jetzt alle Schwertkämpfe, mir nicht. Und sonst ist nichts Schlaues gelaufen oben durch. Dann haben sie noch die ganzen Boni mit Wunder und allem Scheiß. Was ist jetzt da passiert? Wie viel brauche ich denn? 15 Erz. Heute nicht mehr. Ich habe eine Zivilaktion und ich partout nicht ausgeben. Bei 4? Wie machst du denn das? Uh. Okay, schöne Kombi, ja. Ja, es könnte Game Changer sein. Ja, das gesehen. Schön gemacht. Ich hätte am liebsten den Kreml auch noch genommen, aber so hat so viel das gut gewesen. Scheiße, ich sollte echt pennen, Peter. Ja, dann müssen wir aufhören. 10 Minuten spielen wir noch. Spiel schnell. Immer der Druck. Ja. Scheiße, die Karte habe ich vor 100 Jahren mal rein tun. Der Nepo kommt. Ja, aber ich meine, dem noch plus 4 Stärke. Nee. Das ist schon zu stark. Und schlussendlich muss man sagen, du bist zwar militärisch schwach, aber kulturell und das gönnt Spiel bist du voll dabei. Wobei jetzt auch ein bisschen Glück hast, dass dich auch niemand angegriffen hat oder überfallen. Ja.
Ah, falsch gewesen. Das war ein schlechtes Spiel gewesen. Ja, jetzt haben die gerade die grosse Aufrüstung. Mhm. Okay. Was ist jetzt mal? Ja, Genghis Khan ist schon. Du siehst, wenn der Militärbus vorbeigeht und Kultur pust, das finde ich voll am Arsch. Ah, jetzt haben wir 2 gelbe Bömmel verloren. Hm. Ja, das ist bei jedem Zeitalterwechsel so. Darum, so Kolonien, die geile Bömbel anbieten, die sind mega geil. Nicht nur, weil du verlierst, sondern auch, weil sie eigentlich alles so mehr nach rechts überschieben dort bei diesen Bömbelanzeigen. Und das beeinflusst Nahrungsverbrauch und Zufriedenheit. Oh, 7! Kann ich gerade nicht bieten. Mhm. War ein guter Move, ne? Mhm. Okay, aber jetzt kannst du mit dem Gewehr schießen.
zumindest mal die ganze Infanterie upgraden. Schade. Nein, das sollte ich nicht. Bleibt das, wenn ich Nationalismus spiele und ich brauche mehr von dem Scheiß, das geht gar nicht. Das ist jetzt halt so eine Frage. Nationalismus gibt er. Warte. 6 mehr. Nein! Kann ich zurück? Da. Was, ich erleide Nahrungsmangel und verliest 4. Ah, ich habe -1, nein, da kann ich nichts dagegen machen. Doch, der nicht voll. Was kann ich gegen Nahrungsmangel machen? Mehr Nahrung produzieren. Ja, kann ich nicht. Ist nicht möglich. Ja gut, das ist immer noch T1 Nahrung. Wow, wie viel muss ich werfen?
Jetzt habe ich nur noch 3. Ah, no, Tappi. Nein, jetzt haben die falsch abgeholt. Ja, super. Ah, gut. Oh, teuer. Tür. Schnell. Ja, cool. Oh nein, jetzt sind die Karten. Ah, noch etwas. Ah, das ist zu drüber. Ist okay.
Ja, ich kann mal überraschen. Was hat er gebracht? So Rössli und. Okay, jetzt sind wir im dritten Zeitalter. Ja, jetzt Da können wir eigentlich fast nur noch so Ereigniskarten, also im positiven Sinn. Sprich, Militär ist es nicht mehr wirklich wichtig. Es sei denn, dafür ist Krieg oder Überfall. Aber so von der Ereigniskarte völlig egal.
Ja, ist mühsam. Nein, ich tue. Okay, ja, ja. Ja. Also die Pluskarte auf der Hand, die brauchen wir gar nicht mehr, oder? Was meinst du mit? Ja, super. Was sind Plus haben? Plus 5. Ah, ich meine nicht so recht auf die Uhr. Komm bitte. Politik überspringen. Das ist vermutlich der drittletzte Zug. Ja, ich kann nicht mehr viel zu bieten. Nein, ich leider auch nicht. Oh, die guten Karten sind auf Schall durch. Ja, das sieht übel aus. Ich glaube, Putz haben uns voll verraten. Wieso bitte kann ich das nicht? Ich habe 10. Ah. Mit 6 komme ich heute schon nie her, hä?
Da rüstet er einen auf. Ja, die Karten sind echt scheiße. Ich weiß nicht, was machen. So die ultimative Das läuft Militärmacht und alles- ich, das läuft was soll ich damit alles machen jetzt noch? Simon, weißt du, das ist völlig sinnlos. Das ist eine komische Runde. Ja, bei mir ist das nicht gut. So, zweitletzter Zug. Das bringt gar nicht. Ja, das ist recht eine komische Runde, die wir da mal haben. Rot. Ja, rot ist gut dran. Beziehungsweise Andi ist ja Farben sind immer verschieden. Ja, das Zeug auf die Hand. -3, zweitletzter Zug. Oh, mit dem Stärkepunkt Unterschied. Ob das gut kommt? Kommt es drauf ab, Peter? Ja, natürlich. Hey, bis zum letzten Atemzug. Nein, ich habe 91, ich bin völlig zünderst, ich habe das schlechteste Ding. Ja, da nicht so drauf an.
Ich gebe auf. Hey, das setzt sich nicht drauf an. Ja, es kommt wirklich nicht drüber. Okay, dann mach ich schnell. Letzter Zug. Schön. Bitte noch ein bisschen auf mir rumhacken. Ganz eine gute Idee. Ja, es ist im richtigen Leben. Der um den Chef steht, der wird verprügelt. Ja, mir läuft es auch nicht so toll. Nein, also das war echt eine voll beschissene Runde. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Du musst ja einfach beenden, oder? Ich kann schon. Ja, okay. Gute Ja, Bots. es ist wirklich gut, gutes Spiel gewesen. Es ist echt nicht gut gelaufen, ey. Das ist So, ich bin im Bett, schlaf gut, Peter. Jo, gute Nacht. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss.